Merci, Herr Präsident, meine Damen und Herren. Wir konstatieren heute zu Lützeburg eine Verlagerung vom Armutsrisiko von der älteren Generation auf die Jung. Gibt nach für kurzem das Problem von der sogenannten Hungerrenten. So ist das Problem heute gelöst, dank der Intervention auch vom Aktionskomitee für Demokratie und Rentengerechtigkeit. Und wir konstatieren einen Rutsch von der Armut, wie gesagt, auf die mehr junge Generationen. Keine Armut existiert auch am reichen Lützeburg. Wir schwätzen aber echt daheim von relativer Armut. Grosso modo gibt es 6 Armutsdimensionen. Erstens die materielle Situation, zweitens Gesundheitsfaktoren, das sind zum Beispiel Kindersterblichkeit, Gewicht vom Kind bei der Geburt, Impfraten. Drittens Bildung, Stichwort PISA, schulische Leistung, Jugendarbeitslosigkeit an die berufliche Zukunft. Viertens Beziehung zu den Älteren, Gleichaltrigen, das ist Familie, gemeinsame Mahlsichten, Gespräche, Beziehungen. Fünftens Lebensweise und Risiken wie Übergewicht, Drogenmissbrauch, Risiken beim Sexualverhalten, Gewalterfahrungen, sportliche Betätigung. Als sechstens Selbsterschätzung von der Kinder in der Auswertung zum Thema Gesundheit, Schule und persönliches Wohlfangen. Alles dreht in die 6 Punkten. Es geht ganz früh an. Schon an der Schwangerschaft haben Kinder von armen Frauen nicht schlechte Chancen. Sie kommen zu früh auf die Welt mit Untergewicht, was späterhin zu schweren Lehrstörungen, Verhaltensauffälligkeiten und Intelligenzentwicklungsstörungen führen kann. An der untersten sozialen Schicht filmen 40% von den Mammen während der Schwangerschaft. Am Haushalt wird gefilmt. Kinder kriegen keine oder zu wenig Frühförderung an entwicklungsstützenden Therapien. Arme Kinder sind nicht selten Opfer von Umweltverschmutzung, Autogasen, Nikotinvergiftungen, ungesunde Wohnhäuser. Sie sind mir oft Opfer von Akzidenten, sie ernähren sich mich schlecht, essen Fastfood, kein Vollkorn essen, sie essen Chipsen, wenig Wraps, trinken Limonade, Cola, was so voll ist, dass sie Vitaminmangel kriegen und dass sie permanent mitziehen, keine Konzentration haben und an Übergewicht leiden. Ein Teil von den psychischen Krankheiten wird durch soziale Faktoren an ihrer Entstehung und Ausprägung beeinflusst. Kinderarmut als ein Faktor für schlechte Gesundheit und eine milde emotionale und kognitive Entwicklung. Kinder bringen schlechte schulische Leistungen, kommen mehr selten an hohe Schulformen heran, gehen am mannerjährigen Alter Älteren, filmen mehr, benutzen öfters illegal Drogen und sind als Erwachsene mehr oft arbeitslos. Das heißt aber nicht, dass die Armutssituationen am Elternhaus alle Kinder negativ prägen. Eltern mit Humankompetenz und mit einem kulturellen Kapital können dazu beitragen, dass Kinder sich trotz Armut gut entwickeln. Eltern, die über eine hohe Bildung verfügen und die selber sozial aufgestiegen sind, engagieren sich ganz stark für den schulischen Werdegang von ihren Kindern. Herr Präsident, Kinderarmut muss sowohl aufgrund vom Mitgefühl mit den betroffenen Kindern, wie auch wenn es die möglichen langfristigen Wirkungen auf Gesellschaft gesellschaftlich ganz echt geholt gehen. Eine langfristige Armut führt zu abstauenden Emotionen, Wut, Hass, Verzweiflung, erkennen sich an Kleinkriminalität und organisierte Verbrechen ausdrücken. Was dazu führt, dass langfristig viel Kosten für die Gewalt und Drogenbekämpfung entstehen. Kinderarmut als ein Defizit und Zukunftschancen. Als Lützeburg, an einem von den reichsten Ländern der Welt, haben wir Kinderarmut. Die visibel, aber auch die unvisibel Kinderarmut. Wie viele Leute lassen ihre Kinder nicht vom Doktor behandeln, ob schon das Visit von der Krankenkasse oder von der Gesundheitskasse zurückbezahlt wird, remboursiert wird, und das aus dem einfachen Grund, weil sie die Suche nicht vorstrecken können. Wie viele Leute verzichten für Kinder auf psychologische Therapien, aber wie viele Leute verzichten auf Medikamente, weil sie nicht total remboursiert gehen. Dieser Tatsache muss Ihnen auch bewusst sein. Wenn es an einem Land, in einem reichen Land Kinderarmut gibt, dann ist das eine strukturelle Gewalt. Das basiert auf Strukturen von einem bestehenden Gesellschaftssystem, den die Leute daran hindert, für ihre Fähigkeiten und Möglichkeiten voll zu entfalten.
Eine strukturelle Gewalt wird mal nicht erkannt, weil die angeschränkten Lebensnormen schon als normal angesehen gehen. Eine strukturelle Gewalt als ein politisches Armutszeugnis für den Staat, für die Wirtschaft und für die Gesellschaft. Es kann nicht argumentieren, dass durch Migration halt zu Lützeburg, speziell halt zu Lützeburg, es zu strukturellen Veränderungen kommt, mit einer sozialen Schicht von Leuten, wo so Prozesse wie Armutsentwicklung nicht stark vorkommen. Die Leute, die schon an ihrem Land arm waren und dadurch emigriert sind, für eine bessere Zukunft zu kriegen. Trotzdem, wenn der Staat Migranten will abholen, und das ist ein politischer Choix, da soll ich noch dafür sorgen, dass die Leute sich auch optimal entwickeln können. Da kann ich sich verteidigen, also wir machen viel für die sozial schwachen Leute. Beispiel Epicerie Sozial, Agence Immobilière Sozial, Aide Sozial, das ist alles löwenswert. Gucken wir Lotcheck-Servicen, die im Prinzip gedurcht sind für die 400 Kanner, denen Armut an sozial Ausgrenzung droht. Wir haben gesehen, dass die Kanner aus sozial mit schwachen Familien an mehr ein kleiner Moos von diesem Check-Service Gebrauch machen, nämlich 1/3 profitiert davon, wo gehen die mehr Schichten, die alles tun, aus dem Fälle schöpfen und davon profitieren. Heimenge mir muss ganz schnell Remedier geschaffen gehen, aber der Minister, der misst eiser Meinung noch, die Situation nur einer Evaluation anders das uppacken. Nimmen dann kann den Dorfgleisen an der Armutsspirale verändern. Das Weitere sind bessere Ausbildungsmöglichkeiten von großer Bedeutung. Das weiß ich zum Beispiel Zugang zu den Medien und Informationen, sowie die Fähigkeit, mit ihnen umzugehen. Eine sinnvolle Initiative wäre zum Beispiel EPC für Allkant an Online-Verbindung auf Staatskosten für eine Vorbereitung von der zukünftigen Berufsgeneration angesichts der globalisierten Welt zu erlauben, und das wäre auch staatswirtschaftlich ohne Schwierigkeiten zu finanzieren. Wir brauchen auch mehr betreute Wohnungen, Unitäten, die 5 bis 6 Jugendliche abholen können mit einem Edukateur. Und du musst der Staat mithelfen, die Gemeinde muss mithelfen, und auch die Stadt Lützeburg zum Beispiel, die Potenzial dafür hat. Herr Präsident, wenn ihr am Schulalter einen niedrigen Intelligenzquotient hat, wenn Defizite bei der Feinmotorik, bei der Graphomotorik und auch bei der Sprachfähigkeit da sind, dann muss der Alarmglocken umgehen. Es muss ihr wissen, dass der sozioökonomische Status von den Älteren die Intelligenzentwicklung vom Kind mehr wie allzu Zeit erfassbar pränatal und perinatal Risikofaktoren bestimmt. Für das zu Mauern will ich das heutige Beispiel so eine Tüte, die zu Dundee aus Schottland auf der Universität gemacht wurde, durch Forschungen herausfand, dass der Brustkrebs an enger Verbindung mit der sozialen Armut steht. Und Dr. Lee Baker hat festgestellt, dass bei sozialer Armut der Gen P53, der normalerweise zuständig ist, für Brustkrebs zu verändern, mutiert, also eine Protektionsfunktion verliert, so dass diese Krebs mehr stark zum Vorstellen können. Herr Präsident, das spricht Banner. Für aufzuschließen, fiel der Stroll von der Familie, Neinke einer streichen, Stroll von der Familie als sakrosankt, nicht kann die Familie ersetzen, weder ein Krieg, noch ein Maison-Relais, noch ein Check-Service. Kinder brauchen eine Beziehung zu ihren Eltern, und die Beziehung muss solid sein. Das ist den Alpha und den Omega. Dafür noch ein Kehr als ein Appell und Regierung, wie wir das schon gesagt, aber wir werden das immer noch betonen, rappellieren, ein Appell und Regierung, ein Appell und Familienminister, am Namen von der Gleichheit, für all Diskriminationen zu verändern, und zum Wohl von der Gesellschaft unterstützt die Mom oder der Pap, die daheim wollen bleiben, für Kinder zu betreiben. Das ist der Anfang von der Armutsbekämpfung. Das ist merci.